Ich begrüße Sie sehr herzlich, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich hier erschienen sind. Mein Name ist Hugo Hosefelder. Ich leite den Bereich Forschung und Entwicklung innerhalb der Unternehmensgruppen der EMAG und bin unter anderem dafür zuständig, dass wir jedes Jahr neue Techniken, Technologien und Produkte auf den Markt bringen können, um das Unternehmen für die Zukunft vorzubereiten und ständig zu vergrößern. Der Ultraschall vernichtet Bakterien im Mundraum und alle Zahnerkrankungen, ganz gleichgültig welche Zahnerkrankungen, sind bakteriell bedingt. Das heißt, keine Bakterien, keine Zahnerkrankungen. Wenn junge Menschen, auch wenn sie noch gesunde Zähne haben, sich regelmäßig morgens und abends die Zähne mit Ultraschall reinigen, haben sie ihr natürliches Gebiss auch noch mit 100 Jahren. Es gibt er sagt, es gibt ein Konkurrenzprodukt, Megasonics M8. Das ist ein Gerät, das in Hongkong hergestellt wird von einer chinesischen Unternehmensgruppe. Das Produkt gibt es seit mehreren Jahren schon auf dem Markt unter anderem Namen, taucht immer wieder auf, wird dann für ein Jahr verkauft und verschwindet, taucht unter einem anderen Namen wieder auf. Der Unterschied ist, dass bei diesem Produkt Megasonics, was wir nicht als Konkurrenzprodukt betrachten, es ist kein Konkurrenzprodukt, wird der Ultraschall nicht im Borstenaufsatz erzeugt, sondern im Handteil. Und nur ein ganz geringer Prozentsatz des Ultraschalls kommt überhaupt an die Zähne. Und damit eine Reinigungswirkung erfolgt, verfügt diese Zahnbürste, wie wir das nennen, auch über mechanische Reibung. Wir haben weltweit ein Patent auf unsere Technologie, deren Vorteil eben ist, dass der Ultraschallgenerator direkt an den Borsten im Aufsatz sitzt. Das ist eben anderen bisher nicht gelungen. Dem Zahnarzt kann man also ganz eindeutig sagen, zunächst einmal, wenn ein Knochenabbau sich vollzieht, stoppt der Ultraschall diesen Knochenabbau sofort. Das heißt, der Knochen baut sich nicht weiter ab. Er fördert auch den Knochenaufbau in der Form, dass der Ultraschall die Durchblutung sehr stark fördert und körpereigene Energien freisetzt, und zwar genau an der Stelle, an der sie benötigt werden. Der Wiederaufbau von Knochen ist stark abhängig, muss man allerdings sagen, vom Alter. Das heißt, in meinem Alter, ob sich der Knochen noch mal aufbaut, ist sehr fraglich. Ja, im Alter von, ich sage mal, 20 bis 50 Jahren wird der Knochenaufbau tatsächlich wieder stark gefördert. Schallzahnbürsten, sogenannte Schallzahnbürsten, die Philips und Procter & Gamble seit unsere Ultraschallzahnbürsten, man mag es Schallzahnbürsten nannten, vorher waren es elektrische Zahnbürsten, wohl wissen, dass eben der normale Mensch unterscheidet nicht zwischen Schall und Ultraschall, für den ist das Gleiche. Ja? Der Unterschied ist ganz einfach, eine Philips oder Oral-B Zahnbürste arbeitet mechanisch mit mechanischen Schwingungen. Ja, das heißt, sie bewegt sich auf und ab oder dreht sich. Und die Zahnreinigung erfolgt über abrasive Stoffe in der Zahncreme, das heißt, die Zähne werden geschmirgelt. Ohne dieses Schmirgeln kein Reinigungseffekt. Ultraschall arbeitet ohne jede mechanische Bewegung mit reinen Luftschwingungen. Das sind reine Luftschwingungen, bewegungslos. Es wird nichts gerieben, es wird nichts geruppelt. Ja, insofern ist eine Sonicare oder Oral-B kein Konkurrenzprodukt. Das ist ein Produkt der alten Generation. Die beste Definition, die ich gehört habe von einem Zahnarzt, warum heißt die Zahnbürste Schallzahnbürste, war die, weil sie Krach macht. Das fand ich die beste Definition. Ja. Und viele haben ja ihre Dritten, die nicht gerade mit Implantaten sind, sondern wo Stifte drin sind, und diese Gebisse werden ja wie so mit einem Druckknopf festgemacht. Geht es da mit dieser Zahnbürste auch, dass eben die Schwingungen
durch diese Prothese auch durchgehen oder geht das nur durch das normale Zahnfleisch? Die gehen nicht durch die Prothese durch, aber sie haben immer schmale Spalte, da wo sie die Prothese anbringen. Ja. Und da dringt der Ultraschall ein und reinigt und tötet Bakterien. Super. Also er könnte, also man muss es nicht unbedingt rausnehmen. Nein. Gar nicht. Sie können, es gibt Das sind Leute, ja die die Fragen, nehmen es raus und legen es in ein kleines Ultraschallreinigungsbad. Ja, dann ist das auch okay. Und andere möchten das nicht, die möchten sie drin behalten, die nehmen dann eine Emident. Alles klar, danke. Die Frage passt dazu für Implantate. Da gibt es auch Implantate, wo Zahnreihen runtergenommen werden und dann muss die Stift, also wo die Implantate drinnen sitzen, mit so einem Dentalbürstchen und mit einer Lösung, jetzt weiß ich die Lösung nicht mehr, gereinigt werden und dann wird es aufgesetzt. Das heißt, verstehe ich das richtig, kann das auch drinnen bleiben und mit der EMI geputzt werden? Oder muss trotzdem die Zahnreihe runtergenommen werden und unten geputzt werden? Nein, wenn Sie ein Emident benutzen, wenn Sie Implantate eingesetzt bekommen, schon nach der Freilegung, ja, sollen Sie sogar das benutzen, weil der Regenerationseffekt so groß ist, ja, und der antibakterielle Effekt. Alle Implantologen, selbst in Deutschland, die lieben das Gerät, weil es macht ihre Arbeit, es fördert ihre Arbeit. Sie haben keinen Rücklauf mehr von Patienten nach 6 oder 12 Monaten mit Vereiterung oder ähnlichen Dingen. Das alles gibt es nicht, wenn man eine Emident benutzt. Richtig verstanden habe, das kann drinnen bleiben. Ja. Und Sie putzt ganz Sie normal haben ja wie wir ohnehin bei jedem Implantat zwischen dem Unterbau und dem Implantat haben Sie einen Spalt. Ja, der ist bei sehr guten, teuren Implantaten, liegt der im ganz geringen Bereich, 1 μ oder ähnlich. Bei etwas billigeren ist er größer, aber er ist immer da. Und durch diesen Spalt dringen immer Bakterien in das Implantat und bilden Nester. Und nach einem bestimmten Zeitraum, 1 Jahr, 3 Jahre, 5 Jahre, haben sie eine Vereiterung. Ja, oder der Zahnfleischschwund, ne? Oder weil sie sind Was auch immer, irgendwelche implantären Probleme. Und das haben sie eben, der Ultraschall dringt in diese Spalten ein, weil diese Mikrokavitäten, die er bildet, die sind noch sehr viel kleiner als diese Spalte. Okay, gut, danke. Der Ultraschall, das wissen Sie vielleicht inzwischen aus eigener Anwendung, macht die Zähne glänzend, auch Prothesen. Ja? Sie strahlen förmlich nach einer gewissen, wenn man es richtig macht. Es mag, das möchte ich jetzt nicht ausschließen, es mag also irgendwelche Billigprothesen aus irgendeinem ostasiatischen Land geben, das Materialien verwendet, niedrig qualitative Materialien, die vielleicht zu so einer Veränderung führen können. Das kann ich nicht ausschließen, aber erlebt habe ich selbst noch nicht. Wir verwenden ja als Ultraschallleistung eine ganz, ganz, ganz geringe Leistung, ja, die überhaupt nichts beschädigen kann, gar nichts. Ja. Sie können Ihre Zähne 24 Stunden am Tag reinigen damit, ohne dass da irgendein Nachteil entstehen würde. Diese Bläschen, die implodieren. Die explodieren nicht, sondern implodieren und setzen dabei enorme Kräfte frei. Das kann man sich gar nicht vorstellen, aber das sind enorme Kräfte. Das spürt der Anwender aber nicht, weil es sich ja alles im Mikrokosmos abspielt. Nicht? Also es tut nichts, ja, tut nicht weh. Und durch diese Implosion wird alles, was drumherum ist, wird eben mit eingesogen, will ich mal sagen. Ja, und gelöst von Zähnen, vom Zahnfleisch, von was auch immer. Und diese Bläschenbildung, das ist ein permanenter Vorgang, laufender Vorgang, das heißt, die implodieren, bilden sich wieder, implodieren, bilden sich und so weiter, solange man eben das Gerät angeschaltet hat. 80% dieser unglaublichen Menge an Bakterien werden im Mundraum erzeugt. Das zeigt, wie wichtig es ist, dass man eine vernünftige Mundhygiene betreibt. Die Zähne werden auch nach der Reinigung mit dem Ultraschall enorm glatt, so glatt, wie sie vorher nie waren. Ja? Und durch diese Glattheit ist gewährleistet, dass sich für einen Zeitraum von ca. 12 Stunden keine Bakterien mehr an den Zähnen festhalten können.
Der Zahnstein, wenn Sie starke Zahnsteinbildung haben, wird der Zahnstein nicht innerhalb von 2 Tagen abgetragen. Das kann also bis zu 2, 3 Monaten dauern, bis der verschwunden ist, wenn es wirklich fest ist. Zahnstein, je nach Person, hat ja eine sehr unterschiedliche Konsistenz. Ja? Das heißt, die Zusammensetzung Ihres Zahnsteins und meines Zahnsteins hat gar nichts miteinander zu tun, kann was völlig anderes sein. Und wenn jemand sehr starken Zahnstein hat, dann haben wir eben so einen Zahnsteinentferner. Das ist eine Art Schmirgelinstrument, wenn Sie so wollen, aber aus Kunststoff, nicht aus irgendwelchen sandhaltigen Dingen, Materialien. Damit kann er dann den Zahnstein, wenn er allerdings vorsichtig muss man machen, so weit entfernen, dass der Ultraschall dann innerhalb von, ich sag mal, 1 Woche, 2 Wochen den Rest auch entfernt. Ich werde öfter gefragt, ab wann kann ein Kind die Zahnbürste benutzen, die Ultraschall-Zahnreinigung benutzen? Und ich sage immer ab dem 1. Zahn. Bei der Ultraschall-Zahnreinigung beanspruchen Sie ja die Borsten nicht. Ja? Sie müssen trotzdem die Aufsätze nach 3 Monaten gewechselt werden. Warum? Genau. Sie sehen noch genauso gut aus wie am Anfang. So ist es. Aber der Ultraschall fängt nach ca. 3 Monaten an, die Borsten weicher zu machen. Die Borsten bestehen aus einem ganz speziellen Material, was wir zusammen mit DuPont entwickelt haben. Und nach 3 Monaten fängt der Ultraschall an, diese Borsten weicher zu machen. Je weicher die Borsten sind, umso schlechter ist die Ultraschallübertragung. Weil die Borsten anfangen zu schwingen oder wollen schwingen und absorbieren einen Teil des Ultraschalls. Alles klar. Danke Ihnen. Ja, wenn Sie solches Argument hören, dann können Sie sofort daraus schließen, dass derjenige einfach drückt. Und er soll nicht drücken. Theoretisch braucht er das Zahnfleisch gar nicht berühren, er kann 1 Millimeter wegbleiben davon. Ja? Das heißt, die Härte oder Weichheit der Borsten spielt im Prinzip gar keine Rolle, wenn man es richtig anwendet. Sie wissen, viele Frauen verlieren während der Schwangerschaft einen Zahn. Das Zahngebiss verschlechtert sich enorm. Und hier hilft der Ultraschall 100%. Schwangere, die Ultraschallzahnreinigung benutzen, verlieren keinen Zahn und das Gebiss verändert sich nicht. Wir hatten eine Studie mit Kindern in der die Universitätsklinik in Lüttich hat eine Studie durchgeführt mit Kindern zwischen 7 und 14 Jahren, die Spangen getragen haben. Und die haben festgestellt, dass unsere normale Evident prima funktioniert, aber man muss sie etwas länger an die Zähne halten, also 10 Sekunden zum Beispiel. Und die Ärzte haben uns erklärt, Kinder sind nicht geduldig. Die halten das nicht immer 10 Sekunden an 3 Zähne. Ja? Könnt ihr nicht was entwickeln, dass es nur 5 Sekunden dauert? So, und das hat uns dann dazu bewogen, eben drüber nachzudenken. Und wir haben da einen speziellen Ultraschallaufsatz entwickelt, der für Spangenträger geeignet ist. Wie Sie hier auf dem Bild sehen, sind die Borsten anders ausgebildet. Wir haben außen 2 weiße Borstenreihen, die sind senkrecht und reinigen die Zähne. Die 2 inneren blauen, die sind in einen ganz bestimmten Winkel abgekrümmt. Die reinigen von oben und von unten hinter der Zahnspange. Und die mittlere Reihe ist etwas kürzer, die reinigt die Zahnspange außen. Ja, das Problem bei Zahnspangen ist ja, dass sich an den Klebestellen, wo die Zahnspangen festgeklebt sind, Karies bildet. Und wenn ein Kind 3, 4 Jahre oder länger eine Zahnspange tragen muss und man die anschließend abmacht, sind dort Flecken, wo die Klebestelle ist und die Flecken gehen nie wieder weg. So, mit Ultraschall kriegen Sie weder Flecken noch Karies. Diese Spezialaufsätze, die haben wir, ich glaube, im September letzten Jahres auf den Markt gebracht, ist einfach ein Renner. Wir haben in Deutschland 12 Millionen Menschen mit Zahnspangen, auch immer ältere, immer mehr ältere. Wenn wir von Zahnausfall sprechen, dann muss man sich einfach mal vor Augen halten. Lockernde Zähne beginnen mit einer Gingivitis, sprich mit Zahnfleischbluten. Das ist immer der erste Abschnitt.
Grund dafür sind häufig sehr tiefe Zahnfleischtaschen. Der Ultraschall reinigt auch die Zahnfleischtaschen, was ganz wichtig ist, wo natürlich eine normale Zahnbürste überhaupt nicht hinkommt. Dann wird nachfolgend, bildet sich eine Parodontitis. Das ist der Zeitraum, wo der Zahn anfängt, immer mehr zu wackeln sozusagen. Ja. Und dann hat man eine Parodontose, das heißt, der Zahn fällt aus. So, das ist so der Ablauf. Wenn Sie Gingivitis oder Parodontitis haben oder auch Parodontose, dann stoppt erstmal der Ultraschall jeden weiteren Fortschritt dieser Erkrankung. Und er heilt eben durch die verschiedenen Wirkungen, einmal durch die antibakterielle, aber auch durch die Durchblutungsförderung und das Freisetzen körpereigener Energien, fördert er die Heilung. Ja, bei einer Parodontitis ist es so, dass in aller Regel keine Parodontose daraus wird, sondern da bleibt der Zahn erhalten und festigt sich wieder. Ich empfehle allen unseren Partnern, verkauft keine Produkte. Weil wenn Sie so ein Ding hochhalten, dann winkt jeder ab und sagt, ich habe schon eine Zahnbürste. Verkaufen Sie Wirkungen. Die Wirkungen, die die Ultraschallzahnbürste bietet, kann niemand bieten. Keine Konkurrenz.